Hallo zusammen, du bist Crown Cletus oder Chris. Ich hoffe, es geht nicht gut. Bei mir ist soweit auch alles in Ordnung. Danke der Nachfrage für die es interessiert. Im Hintergrund, für die es noch nicht geschnallt haben, wäre das Diablo 3 für PS3 am Laufen. Ich bin hier gerade mit dem Screech der Leoric am verkloppen, der keine Chance hat, das Bürschli. Wir sind beide als Barbaren unterwegs, haben ziemlich ähnliches Equipment an, weil ja, es hat ein paar Bonusgegenstände dazu gegeben und die haben wir natürlich jetzt im Charakter montiert, weil sie auch sehr hilfreich sind. Darum fast das identische Aussehen, wieso beide Barbaren. Es ist halt einfach schon cool, wenn man mit der Menge kann seine 2 Äxte oder seine Riesensense schwingen kann. Und von dem her bietet eigentlich keine andere Spielfigur, keine andere Charakterklasse so ein Spielgefühl. Die anderen sind sicher genauso gut, steuern sich ein bisschen anders, fühlen sich ein bisschen anders an. Und darum haben wir uns jetzt am Anfang gerade für einen Barbaren entschieden, weil man halt einfach voll reinlängen kann. Und ihr seht, der Leoric bekommt hier, wie schon erwähnt, ziemlich auf die Schnitz. Gerade im ersten Durchgang haben wir einen Putz, das ist auch auf normal, alles chillig. Und gleich muss man schnell ein bisschen schauen, was man macht. Ein bisschen stunnen, ein bisschen angreifen, ein bisschen ausweichen. Mit dem Barbar ist das ja kein Problem. Das Gute ist, die Steuerung von der PS3, die ganze Umsetzung ist eigentlich sehr gut. Es fühlt sich gut an, die Charakter direkt steuern. Und sie haben wirklich eine sehr gute Arbeit gemacht. Ausweicherrollen brauche ich nicht wirklich. Aber vielleicht kommt ja das später noch zum Zug. Ja, das ist eigentlich die Version von Diablo 3, die schon vor 1,5 Jahren auf dem PC rauskommen mit den ganzen Anpassungen, Verbesserungen. Es hat jetzt ein besseres Loot, das heisst Gegenstandssystem. Und es haben jetzt weniger Gegenstände, aber dafür sinnvollere. Und wenn wir schon bei sinnvoll sind, zieht nach rein. Heute gerade der erste legendäre Gegenstand gefunden. Einfach mal so einen Stecken für einen Mönch, den ich auf jeden Fall sicher werde verwenden, sollte ich mal mit der Mönchsklasse spielen. Und er ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig von den Stats her, aber ich finde, für das Level ab Stufe 9 kann man den brauchen, ist der ausgezeichnet zu verwenden. Auch einiges auf Geschicklichkeit, was ja das Primärstat ist vom Mönch. Dann ziehen wir weiter, bin ich weitergezogen, besser gesagt, und bang, plötzlich ein Aufeinandertreffen von verschiedenen Gegnertypen. In dem Sinne zuerst mal den Goldgoblin verfolgen, weil bei dem bekommt man aber relativ gute Schätze. Habe mich auf den fokussieren, währenddessen 3 blaue Gegner, 2 Bäume um mich herum, alles wird vergiftet, die Siechen stecken richtig massiv ein. Und auch hier musste ich schnell rausjumpen, schnell ein bisschen verschnaufen, schnell ein bisschen Abstand gewinnen und dann kann man voll wieder reinziehen, weil momentan hat mein Barbar noch nicht so viel Verteidigung, Rüstung, Widerstand, Resistenzen, wie es so schön heisst, um so etwas zu überleben. Und als Dank für so einen Kampf gibt es dann noch den nächsten legendären Gegenstand. Und da bin ich fast vom Stühle gefallen, weil als ich es vor 1,5 Jahren auf dem PC gespielt habe, gut, es sind noch nicht genau 1,5 Jahre, aber das ist ja nur eine Nebensache, habe ich für das Teil Geld gezahlt, weil Leorics Ring, der ist so der Hammer, der gibt bis zu 30% extra Erfahrungspunkte. Und jetzt finde ich das Teil einfach so und gehe dann weiter ins Anwesen und finde dort dann noch den dritten legendären Gegenstand. Ich bin echt fast vom Stühle gefallen. Klar könnte man sagen, sie droppen jetzt relativ oft, aber es ist jedes Mal ein Erlebnis und die Dinger sind aber schon gut. Und auch der Gürtel absolut anständig, habe ich gerade montiert, ist auf jeden Fall hilfreich. Mein Barbar Bam Bam heisst er, um ihn jetzt gerade mal beim Namen zu nennen. Und darum kann ich sagen, absolut zufrieden gewesen mit dem ersten Run. Jetzt noch ein kleines Beispiel, wieso dass der Barbar für mich eben schon extrem rockt. Und ihr seht, da kann man sich einfach in die Gegner reinhauen, von da von schnetzeln, mit meinem 3-Move, was dem Gegner langsam Lebensenergie abzieht. Und er halt einfach mit der Raserei immer schneller anfangen reinschlagen, mit den Sprüngen rauskommen, weite Distanzen zurücklegen, um zur nächsten Gegnergruppe zu stoßen. Weil man kann eben auch so Kombos zusammenschlüsseln und durch das gibt es am Schluss dann einfach einen viel höheren Gesamtscore und noch ein bisschen Zusatzerfahrungspunkte. Was könnte es schöner geben? Jetzt haben wir noch einmal so ein paar dicke, blaue Elite-Gegner und da muss man aufpassen, weil wenn der Hammer am Boden runterrasselt, das zieht massiv Leben ab, wie wir jetzt hier glaube ich noch sehen. Nein, es ist nicht in diesem Beispiel. Okidoki, die hätten wir auch vernichtet und somit eigentlich nur noch den Butcher oder Butcher zu zeigen. Das ist der Endgegner vom ersten Akt. Und ja, ich muss sagen, ich bin jetzt nicht gerade allzu gut gerüstet gewesen. Ich war erst Level 17 gewesen. Ja, sicher noch 1-2 Level hätte ich aufleveln können, um dann ein bisschen kräftiger ihm gegenüber zu treten. Aber es hat gut gelangt. Bei ihm, das seht ihr dann und das Mal weiss ich sicher, dass man es sieht. Von der Boden an zu brennen, immer wie stärker und dadurch wird es dann mit der Zeit unmöglich, ihn zu killen. Das heisst, man muss eigentlich eine gewisse Stärke und einen gewissen Schaden machen, wo ihn dann zu Boden bringen.
Hey, nein, ich bin selber gerade fasziniert von diesem Fight. Das war einfach wirklich ein Fight gewesen. Eben, ja, man muss eine gewisse Stärke und auch einen gewissen Angriffswert haben, um genau zu sein, um das jetzt zu besiegen, weil irgendwann läuft in dem Sinne Zeit aus. Dann brennt nicht der ganze Boden, man hat keine Chance mehr, sich irgendwann zu erholen. Und dann ist man auch früher oder später da. Und finde ich eigentlich ganz ein gutes Gegnerkonzept, Endgegnerkonzept besser gesagt, weil wenn man zu tiefe Klasse und schlechtes Equipment hat, muss man da eigentlich gar nicht erst auftauchen. Aber mit den richtigen Skills, sage ich jetzt mal, und halt auch eine gewisse Kenntnis, wie man das hier legen kann, ist es nicht so das Problem. Und für die jetzt denken, wow, das läuft ja eigentlich noch gut, Cletus, glauben wir, ja, dass ich sicher schon 50, 60 Mal fertig gemacht, weil es gibt so einen XP-Run, den du im Akt 1 kannst machen kannst, den ich auf dem PC unzählige Mal gemacht habe. Darum weiss ich auch ein bisschen, wie sich das Bürstchen verhält. Und ja, langsam neigt sich seine Lebensenergie auch am Ende zu. Ihr seht, der Boden wird immer grossflächiger von diesen Brandfungen betroffen. Und das heisst, ich kann mich dann entscheiden, will ich mir ein paar Schläge reindrücken oder muss ich mich dann einfach in Sicherheit retten. Weil das Feuer macht auch immensen Schaden, wo meinem Charakter dann relativ schnell kann den Graus machen kann. Der Lebenssaft ist plötzlich draussen und der Butcher steht immer noch. Ihr seht, wenn er hier die roten Angriffe macht oder immer vorher chargen, jetzt sind wir hier genau in der Situation, will ich noch allzu lange reinschlagen? Nein, weil sonst bekomme ich schlussendlich viel Schaden, auch wenn er mich trifft. Und ja, die Trümmer von ihm sind jetzt gerade ausgespielt, er schlägt noch einmal, zweimal rein. Und weil er so fett ist und weil wir mit der Steuerung auch umkommen tanzen, sind seine Angriffe eigentlich noch viel ein kleines Problem. Hier bin ich noch einmal geflüchtet, habe aber gerade realisiert, er hat eigentlich gar kein Leben mehr. Haue rein und ablegen heisst es für einen Butcher, ja. Nicht wahnsinnig spektakulär und auch nicht schwierig gewesen. Es wird schwierig auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Aber ja, immerhin schön 3 geile Gegenstände bekommen und mit dem würde ich mich jetzt verabschieden. Ich kann es nur empfehlen, Diablo 3. Macht's gut, schöne zusammen.